Hast du schon mal eine Retrospektive gemacht? Das ist eine bewusste Rückschau auf vergangene Ereignisse und hilft vor allem auch positive Erlebnisse in Erinnerung zu behalten. Ich wollte visualisieren, wie gut es sich Nikon ZR für das unkomplizierte Filmen eignet. Darum habe ich meine Frau Denise gefragt, ob sie nicht mal die Kamera ausprobieren möchte. Und während dem Planen des Videos habe ich gefunden, es wäre doch noch viel spannender, wenn du schauen könntest, wie sie die Kamera testet. Die Bilder, die du jetzt hier siehst, sind auch von Nikon ZR. Und ich möchte mit diesem Film zeigen, wie wahnsinnig vielseitig die Kamera ist. Denise filmt mit einem 24-70 Zoom-Objektiv und braucht für einen POV-Effekt gerne 24 mm. Ich habe das manuell fokussierte Type Ximera C mit 50 mm drauf. In Retrospektive führst du am besten ein Tagebuch. Das muss nicht ausführlich sein, mit ganzen Sätzen. Das kann wie ein Logbuch von einer Taucherin sein, wo man stichwortartig festhält, welche Ereignisse man hat erlebt. Denise macht es monatlich. Es geht darum, die erlebten Sachen auf einem Flipchart oder ähnlich zu visualisieren und sich zu bewusst werden, wie viel das es eben eigentlich oft ist, wo man erlebt. Einerseits kann man so Hindernisse identifizieren oder sich nochmal über positive Vorgänger freuen. Das kann man im geschäftlichen Rahmen oder auch im privaten durchführen. Nikon ZR ist die erste Systemkamera mit klarem Fokus auf Video und in Kooperation mit RED entstanden. Sie filmt in 6K, 60 Frames und beherrscht nebst dem H265-Format auch das Filmen im RAW-Format. Wir haben diesen Film bewusst in H265, also HEVC, gefilmt. Das Video ist zu diesem Querformat entstanden und je nachdem, auf welcher Plattform du das jetzt schaust, ist auch ein Export in Hochformat dank der 6K-Auflösung eben gar kein Problem. Auch Verlangsamungen sind dank bis zu 60 Bilder in Sekunde super möglich. Uns gefällt vor allem die super Stabilisierung des Bildes. 32-Bit interne Audioaufnahme, die vor allem fürs Vloggen genial ist, und das riesige 4 Zoll LCD, das man frei drehen kann. Wenn du noch mehr zur Nikon ZR möchtest erfahren, empfehle ich dir meinen ausführlichen Blogartikel auf fotozumstein.ch.